Herzlich willkommen alle, die hier sind im Sunday Night Studio. Für die das Format noch nicht kennen, das ist zwar jetzt schon einige Wochen, wo wir das ein bisschen so machen, wir haben den Prediger von heute Morgen, Micha Settlig, willkommen, again, haben wir hier und stellen Fragen stellen. Also der Manuel und ich haben uns insofern vorbereitet, dass wir Predigt heute gehört haben, dass wir uns Gedanken gemacht haben, dass wir das, was wir nochmal hören wollen oder nochmal aus dem Micha rauskitzeln, uns überlegt haben und dann nachher fragen werden. Aber nicht wir allein fragen, sondern auch ihr dürft fragen. Es gibt Slido, das wird wahrscheinlich dann nachher hier eingeblendet. Genau, ihr könnt das mit eurem Handy scannen oder auch auf slido.do. Normalerweise? Sly.do, oder? Slido.com und dann mit dem Hashtag ICFBS. So, das ist noch. Genau. Also, klinkt euch ein und stellt eure Fragen und dann kommen sie hier bei uns auf dem Laptop und wir versuchen sie zu stellen. Es soll so ein Miteinander sein. Genau. Und jetzt tust du uns gerade noch sagen, wo wir überhaupt stehen in der Weltgeschichte. Wo stehen wir in der Weltgeschichte? In Basel. Und im ICF Basel sind wir aktuell in so einer Bestseller-Serie. Das heisst, wir gehen ein Buch aus der Bibel so ziemlich im Detail durch, in einer Predigtserie. Und im Moment machen wir das mit der Offenbarung. Das letzte Buch von der Bibel, wo ein bisschen spezielles Buch ist und manchmal nicht ganz einfach. Aber es ist gerade für so die Offenbarung eben mit Apokalypse und so recht verwirrende Bilder und so ist genau gemacht für Zeiten, die herausfordernd sind. Und ja, vielleicht haben das mitgekriegt mit Corona. Für gewisse Leute, für die meisten ist die Zeit ein bisschen herausfordernd. Und darum denken wir, ist die Offenbarung durchzugehen genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt mal zu machen. Und heute werden wir über Worship reden. Was hat Worship für einen Stellenwert? Auch gerade in der Offenbarung, was immer wieder vorkommt. Und auch heute werden wir es mit einem Monster oder so zu tun haben. Genau, wir werden darauf zurückkommen. Und das kann vielleicht ein bisschen verstörend sein. Darum empfehle ich euch, die letzten 2 Predigten vom Mats und dem Ralf anzuhören. Also nicht als Grundvoraussetzung, sondern einfach, wenn du jetzt, nachdem du das gehört hast, vielleicht ein bisschen verwirrt bist, gang das unbedingt schauen. Dort wird dir vielleicht einiges klarer, was die Symbole und Tiere und Bilder, was es alles gibt in der Offenbarung. Genau, das kann dir sicher helfen. Genau, und heute Morgen, Micha, hast du uns mitgenommen in die Realität eigentlich, die dort in der Offenbarung beschrieben wird. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten, wegen dem ist das wir starten dann gerade mit dem ersten Videoclip, aber zuerst, du hast gesagt, heute Morgen macht einfach alle Augen zu und stellt euch vor, was ich jetzt sage und erzähle. Vielleicht gibt es noch einen anderen Tipp, als einfach nur Augen zu machen und Vorstellungskraft anwenden? Oder wie kann man in so eine Realität von der Bibel, wie kann man in so eine Realität vom Himmel eintauchen? Wie machst du das konkret manchmal? Also, einfach so als Hilfestellung vorab, bevor wir dann das zusammen machen. Bevor wir das machen? Genau. Ja, ich glaube wirklich, unsere Fantasie ist ein grosses Tor zum Erleben von Gott und zum ihm begegnen. Die hat Gott uns geschenkt. Und ich glaube, so in der reformierten oder besonders evangelikalen Kreis ist das immer so ein bisschen, wow, Vorsicht vor der Fantasie, hey, wow, geil, das ist nur deine Fantasie gewesen, das ist nicht Gott gewesen oder so. Aber in anderen christlichen Traditionen, in der katholischen oder orthodoxen Ausrichtung oder so, oder besonders in der katholischen, ist das Bibel lesen mit deiner Fantasie dabei, dich reinknüllen in den Text, dir vorzustellen, wie es ausgesehen hat, wie es geschmeckt hat, wie es sich angefühlt hat, das Erleben, das sich richtig so reinversetzen in den Bibeltext hat eine extrem lange Tradition und ist einer der wichtigen Wege, die Bibel zu lesen. Und darum will ich euch mega ermutigen, euch wirklich einfach darauf einzulassen, was hier passiert. Das ist genau. Mega gut, danke. Und das machen wir jetzt zusammen. Wir dürfen alle Augen zumachen und einfach hören, was der Micha uns
heute Morgen oder jetzt nochmal mit dem Video sagt. Johannes kommt durch die Türe und er steht plötzlich im Thronsaal vom Himmel. Er sieht Gott selber in seiner Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht. Alles ist lichterfüllt. Gott ist wunderschön, mit Farben umgeben wie ein Regenbogen und er funkelt und glänzt wie die schönsten Edelsteine. Dann sieht er auf und um den Thron 4 Engelswesen, die ohne Pause Tag und Nacht rufen: Heilig, heilig, heilig. Und dann schreibt der Johannes: Und rings um den Thron habe ich 24 andere Thron gesehen. Und auf diesen Thron sind 24 Älteste gesessen in weißen Gewändern und mit goldigen Kronen auf dem Kopf. Und wenn die 4 Wesen Lobpreis, Ehre und Dank gebracht haben, dann fallen die 24 Ältesten nieder vor ihm, der auf dem Thron sitzt, und sie werden zu ihm beten, zu ihm, der in alle Ewigkeit lebt. Und ihre Kronen werden sie niederlegen vor dem Thron und sagen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, zu empfangen den Lobpreis, die Ehre und die Macht. Bleibt noch dort. Das ist schon unglaublich. Aber es ist erst der Anfang. Weil dann betritt ein Lamm die Szene. Und es ist nicht irgendein Lamm, sondern es ist ein geschlachtetes Lamm. Es ist Jesus selber. Und dann wird es Next Level. Es gibt Musik. Da fallen die 4 Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie singen ein neues Lied. Würdig bist du, denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen aus jedem Stamm und jeder Spruch, aus jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu einer Priesterschaft gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich habe geschaut und ich habe vernommen die Stimmen von vielen Engeln rings um den Thron. Die Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl ist Myriaden über Myriaden gesehen. Und Tausend und Abertausend. Und sie haben verkündet mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Kraft und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer und alles, was drin gesehen ist, habe ich gehört rufen: Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, sei Lob, sei Ehre, sei Preis und die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Wesen haben gesagt: Amen. Amen. Und die 24 Ältesten sind niedergefallen und haben gearbeitet. Ja. Wow. Amen. So, ich habe das so gut gefunden. Ich habe gedacht, wow, ja, das ist die Realität, die im Himmel abgeht und wo wir uns einfach einklinken können. Und meine erste Frage an dich ist, also eigentlich zweite. Tust du einmal in deinem Alltag, während dem Arbeiten, während wo auch immer du bist, dich bewusst in die Realität vom Himmel einklinken? Und wie machst du das konkret? Ja, ich glaube, das ist das Ziel. Also das ist ein Ziel von meinem Leben, würde ich sagen. Dass ich meinen Alltag aus dieser Realität vom Himmel auf die Erde herunterlebe, sozusagen. Weil es gibt einen Teil von uns, der im Himmel ist. Der Paulus schreibt im Epheserbrief: Er hat euch versetzt ins Reich von seinem geliebten Sohn, er hat euch angesetzt in Christus in das himmlische Gebiet. Die Vergangenheitsform ist schon passiert für uns. Da gibt es einen Teil, der Zugang hat zu dem Himmel und dort ist irgendwie. Und das ist das Gebet von Jesus, so wie im Himmel, so auf Erde. Auf Erde, so wie im Himmel, ja. Das ist unser Auftrag, das ist unser Job. Und es ist unerlässlich für uns, dass wir uns der Realität bewusst sind und wissen, dass wir aus dieser heraus leben und dass wir sollen aus dieser heraus leben. Das Ziel ist, dass die Erde aussieht, eines Tages wie der Himmel. Und das ist der Weg. Wow, so gut. Das heisst,
jetzt ganz praktisch bei uns in der Kirche, wenn wir so eine Zeit haben vom Worship, soll das wie so das Ziel sein, ein Stück von dieser Vision zu haben oder einfach weiterzugeben für alle, die kommen. Genau, ist das wie so das, was wir damit erreichen wollen? Weil, wo ich darauf raus will, ist eine Frage auf Slido, die finde ich auch persönlich sehr gut. Oft kommt so Worship wie manipulativ über, also dass man Menschen irgendwie auf der Bühne etwas vorspielen, um eine Masse von Menschen in eine gewisse Stimmung zu bringen, damit sie eben in eine gewisse Stimmung kommen, wo du sie kannst manipulieren kannst. Es kommt... Also hast du es noch nie so erlebt? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Also Manipulation das ist so schwierig, also weißt du, was ist die Grenze? Wir haben keine versteckten Absichten mit Worship. Das war Manipulation für mich. Leute an einen Ort zu bringen, dass du hast eine versteckte Agenda für die Leute und du manipulierst sie in die Richtung, etwas zu machen oder zu erleben, was sie gar nicht wollen. Das ist nie die Absicht. Ich verstand Worship so, jetzt für mich als Worship-Leiter, für uns als Band, hier auf der Bühne, was unser Job ist. Es ist wie, hey, hier findet ein Fest statt. Und wir haben Jesus eingeladen, er weiß, dass es stattfindet. Und wir laden euch ein, dass ihr auch wisst, dass es stattfindet. Und zusammen kommen wir hier und es ist alles, aber es ist für Jesus. Aber was wir machen, ist für euch, damit es euch leicht fällt, ihn zu treffen. Und wir haben einfach, wir haben eine Party organisiert, Jesus kommt, es ist für ihn so better show up und lasst uns ihm ein mega Fest machen. Und dann passiert das Unglaubliche. Das ist, oder? Dort, wo Jesus angekommen ist, sind irgendwie Partys gesehen. Zachäus. Und dort haben sich die Leben verändert. Nachher die Hochzeit von Kanaan. Es sind einfach, also Jesus kommt, wenn es ein Fest gibt. Und wenn du willst Jesus treffen, dann ist dort ein guter Ort zum Hingehen. Und dein Teil ist dann einfach, komm und stell dich darauf ein, es ist ein Fest. Also ich komme nicht einfach, also verstehst du, was ich meine? Jesus wird dort sein. Alright. Meine Erwartung ist, ich bin hier hingegangen. Yeah. Und wenn es einem jetzt nicht so, wenn man nicht in der Feststimmung ist, was würdest du diesen Menschen, oder wie würdest du die Menschen jetzt einladen? Spezifisch jetzt im ICF-Kontext, wo wir viel feiern, oder? Und wenn jetzt jemand vielleicht da ist, der so sagt, ja, okay, Jesus ist da, es ist ein Fest, aber ich fühle mich voll nicht danach zu feiern, weil, keine Ahnung, was ist denn so, oder auch vielleicht, wenn du nicht auf der Bühne bist und dem so mega bewusst bist dir, dass es ein Fest ist, was ist der Schlüssel dort für dich? Da gibt es so viel, was man sagen kann. Als erstes würde ich sagen, du bist absolut frei, dich selber zu sein und da zu sein. Das ist alles, was Jesus will. Aber show up. Show up. Und Jesus ist dann ready, dir zu begegnen, dort, wo du bist. Du musst nichts führen, zaubern oder darstellen oder sein, damit Jesus dir begegnen kann oder dir näher kommen kann. Nichts von dem. Und du bist absolut frei. Das ist unsere Freiheit als Söhne und Töchter von Gott. Genau. Aber ich glaube, ich habe genug gesagt. Ja. Und unser Stil ist, wir haben den Stil, wir sind das ICF, der so worshipt. Wir feiern Gott. Das ist eine Celebration, die wir haben am Sonntag. Wir feiern ihn. Und es geht, zu einem gewissen Grad geht es auch mal um Gott und nicht um unsere Gefühle. Und sich in das einklinken. Über ja, Gefühle und du hast zwei Möglichkeiten. Das ist mehr. Aber ich meine, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst Anstoß nehmen, dass jemand anderes jetzt gerade eine mega geile Zeit hat mit Jesus, offensichtlich, und dir gerade Elend geht und du da sitzt und Jesus könnte sich mal um dich kümmern. Oder du kannst sagen, ich habe das auch schon erlebt. Ich weiß, wie Jesus ist. Und das wird für mich, ich werde auch wieder dort sein. Jesus wird mir auch begegnen. Ich werde auch wieder an dem Punkt sein, wo die Person ist. Was er auch für sie tut, das tut er auch für mich. Und das ist Grund genug, um schnell das Ding auf die Seite zu tun.
Und sich einklinken. Und sich einklinken. Einfach zulassen. Einfach zulassen, dass Jesus kann auftauchen überhaupt. Mega gut, danke. Kommen wir zum zweiten Video. Genau, du redest am Anfang vom Himmel, von der Vision vom Himmel, und später redest du aber noch von einem Tier, wo nicht direkt mit dem Himmel zu tun hat, wo im Himmel nicht vorkommt. Genau, und das wollen wir uns jetzt schnell zusammen anschauen im zweiten Ausschnitt von deiner Predigt. Wir haben also einen krassen Kontrast. Im Himmel regiert Gott und wird von allen arbeitet, und auf der Erde regiert der Drache durchs Tier und wird von der ganzen Welt arbeitet. Von der ganzen Welt? Nein. Ein Dorf von unbeugsamen Christen hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Right. Wirklich, nur die Erlösten vom Lamm beten das Tier nicht an. Aber dann spitzt sich die Lage noch zu. Der Arbeitungslevel auf der Erde, so wie er ist, langt am Drachen noch nicht. Er langt am Tier nicht, er will alle Anbetung. Und darum lässt das Tier ein Bild von sich anfertigen. Und dann lesen wir weiter, und es geschieht, dass das Bild vom Tier sogar geredet hat und bewirkt hat, dass alle getötet worden sind, umgebracht worden sind, die es nicht gearbeitet haben. Kannst du dir das vorstellen? Plötzlich ist die Anbetung nicht mehr freiwillig, sondern sie wird mit drastischen Mitteln eingefordert. Genau, also fangen wir nochmal von vorne an. Es gibt das Tier, das zweite Tier, das eben nicht Gott ist, aber auch will arbeitet werden. Das heißt, es gibt wie zwei Sachen, die wir arbeiten können. Wie wissen wir denn, ob wir das Richtige arbeiten? Also wann hast du die Frage gestellt bei dir letztes Mal? Wann bist du unsicher gewesen das letzte Mal? Ob du Gott arbeitest oder nicht? Gute Frage. Nächste Frage. Nein, ich glaube... Vielleicht ja, was könnte helfen? Wie erkennen wir, dass wir etwas Falsches arbeiten? So. Es kann ja durchaus sein. Also ich meine, wir haben so viel weltliche Sachen. Es kann sein, dass wir einfach auch jetzt uns selber arbeiten, wenn wir uns hören singen, wenn wir uns selber uns hören spielen. Und wir merken ja, eigentlich geht es uns gar nicht so fest um Gott. Wir sind auf einer Bühne und es gefällt uns. Ja. Ja, wenn du es merkst, dann hast du es ja schon gemerkt. Aber eventuell merkst du es gar nicht. Ja, dann hast du hoffentlich gute Freunde, die dir mal einen Klapper geben, sagen, wach auf. Ich glaube, es wird mega klar eben in diesem Abschnitt über den Drachen, was er will. Er will alle Anbetung. Er kriegt nicht genug. Er kriegt nicht genug. Und das ist die Energie, die sagt, du brauchst immer mehr. Du brauchst etwas mehr. Du brauchst das und dann bist du glücklich, dann bist du dort. Und du tust aus einem Mangel heraus etwas machen. Zum etwas dir nehmen, irgendwie, was dir irgendwie erfüllt oder dir etwas gibt. So. Und wenn du in diesem Ding drin bist, dann ist es nie genug. Und du wirst immer mehr brauchen. Es ist, so, also, es ist ein bisschen wie bei Sucht, oder? Am Anfang so, bist du von allen Substanzen, oder? Wo du brauchst, eine kleine Dosis am Anfang, beim ersten Mal, hat einen mega Effekt und mit der Zeit brauchst du immer mehr, um den gleichen Effekt hochzuhalten. Und so ist es mit diesen Sachen auch. Ich habe so eine kleine Dings mit Gitarre. Ich denke immer, ja, es gibt die perfekte Gitarre, wenn ich die habe, dann ist gut. Und es hört nicht auf, oder? Du musst irgendwo merken, okay. Aber wenn wir Gott arbeiten, dann grundsätzlich dann machen wir das als eine Antwort auf etwas. Dann machen wir das aus einer Fülle raus im besten Fall. Manchmal, wir haben es vorher angesprochen, du bist nicht himmelhoch jauchzend jeden Tag und so, aber wir wissen, wo wir andocken, bei der Quelle vom Leben. Und das ist, dass wir Zugang haben dazu. Und wir machen es nicht und wir empfangen einen Frieden
im besten Fall, wo über unseren Verstand rausgeht und einfach für Ruhe schafft und nicht etwas geflickt hat oder geflickt muss sein. Aber ja, bin nicht ganz happy, aber vielleicht ein bisschen so. Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, du hast vorher gesagt, dann hast du hoffentlich gute Freunde, die dich darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, was wir ja auch haben, ist der Heilige Geist, wo, wenn wir auf ihn hören, oder ich erlebe das, dass er mich immer wieder auf solche Sachen aufmerksam macht. Und so sagt, das ist im Fall jetzt gerade voll, keine Ahnung, aus Hochmut betet. Obwohl es gegen außen vielleicht mega edel tönt, dass ich die Person segne oder so. Und dann, wenn ich wirklich echt und komplett ehrlich, so radikal ehrlich bin, dann merke ich, okay, nein, eigentlich ist es ein bisschen stolz. Ja, absolut. Also, und grundsätzlich überhaupt, oder? Es ist unabdingbar, dass du den geheimen Ort mit Jesus pflegst, wo du ihn kennenlernst und weißt, wie er sich anfühlt. Also, ich will nicht so, fühlst mich, spürst mich, aber Jesus kennenlernen, wenn du mit einem Menschen Zeit verbringst, dann weißt du, wie es sich anfühlt, wenn er da ist, wie er reagiert. Und das ist mit Jesus genau gleich. Und dann, wenn du das ansprichst, oder wir haben den Heiligen Geist, ja, wo zu uns redet, genau, das ist eine Beziehung, das ist die Beziehung, die du musst pflegen musst, damit er überhaupt so reden kann zu dir. Und dich aufmerksam kann machen auf das. Und das ist so der unterste Boden von allem, was es braucht. Das allererst, dies 1:1 mit Jesus zu pflegen. Um nochmal ein bisschen zurückzukommen zu der Offenbarung und konkret zu der Bibelstelle, die du zitiert hast, dass das Tier gefordert hat, angebetet zu werden und als Androhung sagt, die mich nicht anbeten, die werden sterben. Wir haben letzte Woche in der Predigt von Mats gehört, wir sollen so Text immer zuerst wir sollen uns immer zuerst fragen, ja, für wen ist das geschrieben worden und für wen ist es geschrieben. Da meine Frage, für wen bezieht sich jetzt das? Ist das dort so gewesen? Ist es heute so? Oder wird es erst kommen? Dass es die Zeit wird kommen, wo wir, wenn wir uns dagegen wenden, das Tier anzubeten oder halt eben all die Sachen anzubeten, dass wir werden sterben. Weil ich lebe. Ja. Wow. Also, ich glaube, die Predigt von Matthias Saladin von letzter Woche, von unserem Location Pastor aus Basel-Land, die ist wirklich mega gut gewesen, genau für das Thema, weil er adressiert die Frage mit der Zahl 666 und am Tier quasi, was repräsentiert das wirklich für die Leute, die damals gelebt haben. Und es gibt ja das Tier und den Drachen. Und ich glaube, das müssen wir schnell unterscheiden, weil jetzt konkret in der Offenbarung geht es um das Römische Reich, wo die Christen verfolgt hat zu dieser Zeit, wo wirklich wo die Christen gestorben sind, wo sie umgebracht hat, wenn sie sich zu Jesus bekennt haben, weil sie Jesus als Herr bekennt haben. Sie sagen, nein, Jesus regiert, nicht der Kaiser. Und dort ist es wirklich um Leben und Tod gegangen. Aber der Drache, der dahinter steht, der hinter dem Tier steht, da gibt es schon seit immer. Also seit immer, ja, seit dem Anfang der Bibel, sagen wir so. Und da hat schon immer die Anbetung der Menschen wollen. Und hat sie sich auch geholt im Garten Eden bei Adam und Eva. Und Jesus hat den Spieß dann umgekehrt, zum Glück für uns. Aber ich würde sagen, die Kraft vom Drachen, die die Anbetung der Menschen sucht, die gibt es schon die ganze Menschheitsgeschichte durch und die gibt es heute und hier, jetzt gerade auch. Und sie nimmt, ich habe es heute Morgen auch ein bisschen gesagt, sie nimmt jegliche Formen an, die vom Lamm ablenken, die von Jesus selber ablenken und irgendjemand anders anzeigen. Zu Stuff, zu anderen Leuten, so, weiß auch nicht, deinem eigenen Wohlbefinden oder deinem Selbstbild und so. Und es ist einfach so. Ja. Der Drache ist real und die Energie, die um unsere Anbetung kämpft und mit Gott im Widerstreit ist, um unsere Anbetung, die ist heute und hier extrem real. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen klarer, wenn man
die Definition von Anbetung. Wir haben ja jetzt vorher auch in der Pre-Show über eben Singen und so in diesem Kontext Anbetung geschwätzt, aber ich habe es spannend gefunden, du hast eine ganz andere Definition von Anbetung gebracht heute Morgen. Was hast du noch mal ganz kurz gesagt? Anbetung ist? Ja, Anbetung ist, wenn du die Wörter anschaust in der Bibel, im Hebräischen wie im Griechischen, wo wir mit Anbetung übersetzen, sind 4, 5 Stück. Die heißen alle entweder sich niederwerfen vor jemandem oder jemandem dienen. Das eine im Griechischen heisst sogar jemandem die Hand legen wie ein Hund. Genau, aber Anbeten ist basically sich niederwerfen, Schrägstrich dienen. Mhm. Und in diesem Video, in dem nächsten, sehen wir ein mega schönes Bild, wie du das erklärt hast. Das ist ein Zeichen von der Ehrerweisung und oder von der eigenen Unterlegenheit. Weil, was zeigst du, was für sinnbildlichst du, wenn du dich niederwirfst? Du übergibst dich ganz der Gnade und dem Willen vom Gegenüber. In dieser Position bist du absolut wehrlos und hilflos. Du lieferst dich, zumindest für einen Moment, komplett dem anderen aus. Er kann machen, was er will mit dir. Mega heftig. Da muss man sich gut überlegen, wann man arbeitet. Oder wenn man sich hingibt oder hinwirft. Uns nimmt noch Wunder, wie sieht die Haltung, das ist ja auch ein bisschen ein Symbol, aber du gehst ja nicht auf dich Knie durchs Leben, sondern wie sieht so etwas in deinem Alltag aus? Wie bist du in deinem Alltag Arbeiter, Diener? Ja, ich glaube, da bietet es sich an, zu Jesus zu schauen. Es bietet sich immer an, zu Jesus zu schauen. Es bietet sich immer an, come on. Aber wenn wir von dem, wenn wir sehen, oder, was ist, wie lebst du dein Leben richtig, dann schaust du zu Jesus. Und er ist jemand gesehen, der sich ganz dem Vater überlassen hat, der sich ganz vor dem Vater niedergeworfen hat jetzt in diesem Bild. Er hat gesagt, ich mache nur, was ich meinem Vater gesehen mache. Ich sage nur, was ich meinem Vater höre sagen. Und es ist das Ding von in jedem Moment das wählen und dem folgen, wo der Vater im Himmel sagt. Oder wo für uns jetzt der Heilige Geist war. Das nächste Mal, wenn der eine die Vorfahrt nimmt, wenn der zum Mittag auf den Boden geht. Nein, ich weiß nicht, aber wirklich in den alltäglichen Situationen, wenn der jemand das Büro voll schmiert. Dann, wer ist dein Herr in diesem Moment? Wem gehst du nach? Welchem Impuls? Ist das immer einfach zu entscheiden? Also ich meine, bei der Vorfahrt ist es klar, oder? Das ist klar geregelt. Aber kannst du das immer gut... ist klar geregelt, jo, logisch. Eben, ja, aber dann ist klar, ja, du kannst sagen, gut ja, christlich war es jetzt... Genau, ja, aber du kannst sagen, gut christlich. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach zu unterscheiden. Was ist jetzt der Weg? Wie machst du das? Wie kannst du wissen, wie bist du dir sicher, dass du jetzt auf dem Weg bist, arbeitend für Jesus? Ja. Es ist eben, das ist eben das Schöne, es ist das Schwierige, oder das, nicht das Schwierige, aber das Komplexe und auch das Schöne, das Mysteriöse am Christentum, dass das richtig oder falsch, dass das nicht einfach geregelt ist, immer. Dass es nicht schwarz und weiß ist, jedes Mal die Tat oder die Handlung oder was auch immer, ist nicht immer, sondern Jesus ruft uns nicht in einen Weg, wo wir einfach uns an Regeln halten, religiös. So, das hat er extrem kritisiert an der Religion von seiner Zeit, bei den Juden, dass es zu dem gekommen ist. Und er sagt, ihr habt Gott überhaupt nicht verstanden. Sondern er fordert uns eben nicht raus, er ladet uns ein in eine Beziehung zu ihm, wo wir genau von seiner Stimme abhängig sind. Weil der Heilige Geist sagt dir im Moment, ist es das oder ist es das? Und von außen oder auf dem Papier kann es nach etwas aussehen. Aber letztlich kommt es darauf an, was der Heilige Geist sagt. Jesus sagt eben,
Und es ist auch unvorhersagbar, oder? Du siehst den Wind, du hörst das Rascheln von seinen Blättern, aber du weißt nicht, von wo er kommt und du weißt nicht, wo er angeht. So ist es mit allen, die aus dem Geist Gottes leben. Geil. Aber auf was du dich hast verloren, oder? Ist was Jesus, was er gezeigt hat, was er verkörpert hat, ist absolute Liebe gesehen. Barmherzigkeit, aber auch Wahrheit. Vater Gott, wenn es Unrecht gegeben hat, Sachen nicht in Ordnung gesehen sind, ist er nicht still gesehen. Jo. Haben die Frage beantwortet? Ja. Alright. Es ist auch noch eine Frage aus dem Slider, die vielleicht so ein bisschen nachhakt. Du hast jetzt gesagt, eben, vom Heiligen Geist hören, von ihm leiten lassen. Was ist, wenn deine Freunde oder jemand anderes sagt, das finde ich nicht richtig, aber du der Überzeugung bist, doch, das habe ich vom Heiligen Geist gehört. Wie gehst du mit so Situationen? Ich würde noch gerne etwas kurz hinzufügen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Du hast gefragt, wie kannst du sicher sein, dass du das Richtige machst oder so. Das kannst du nicht. Aber das ist auch nicht der Anspruch, den Jesus hat, sondern er lockt dich, er umwirbt dich für eine immer tiefere Beziehung zu ihm, wo du dich ihm immer mehr anvertraust. Und das Beste, was du machen kannst, ist einfach dein Beste geben und sagen, doch, ich habe jetzt das Gefühl, das ist der Heilige Geist, der mir das gesagt hat. Das ist Jesus, der mir das redet. Und das mache ich es einfach. Und wenn du dann falsch gelegen bist, Jesus wird nicht kommen und mit der Peitsche für das. Sondern es ist ein Ausprobieren, es ist ein Kennenlernen und eine immer tiefere Nachfolge und ein immer tieferes Vertrauensverhältnis zu ihm. Und dann ist dort, die Freunde sind wichtig in dem, wenn du und in Jesus ganz allein unterwegs sind, dann... Jetzt komisch. Nein, wirst nicht zwingend komisch. Ich meine, es gibt Leute, die so einen Lebensstil haben, die Heilige sind. Oder die so einen einsiedlerischen Lebensstil so haben, die nicht komisch geworden sind, sondern die wirklich aufgegangen sind, die von Jesus auch dorthin gerufen worden sind. Aber grundsätzlich wird Glaube in der Gemeinschaft gelebt und bleibt in der Gemeinschaft gesund. Und auf sich allein und du mit dem Heiligen Geist allein. Schau, logisch gibt es das. Logisch gibt es das. Das ist wirklich, der Heilige Geist zeigt dir etwas und von außen, wie ich gesagt habe, sieht es aus so, das ist eine dumme Idee. Aber der Heilige Geist hat im Hintergrund vielleicht Zeugs vorbereitet und parat gemacht, was einfach von dir den Schritt braucht, dass die Sachen in Gang gesetzt werden für dich. Und am Schluss alles rauskommt, wo du einfach so, wow, nur kannst staunen, aber weil du vertraut hast. Und deine Freunde haben vielleicht alles gegen dich gesagt. Aber manchmal haben deine Freunde recht und du läufst in den Scheissdreck, wenn du durchkommst. Voll gut. Also die Antwort ist Gnade. Es geht nicht darum, dass wir bestrebt sind, alles richtig zu machen und alles nur für Gott zu machen, sondern es ist eben eine Beziehung, es ist ein Kennenlernen von Jesus, ein Prozess. Also wir müssen nicht bestrebt sein, alles für Gott zu machen. Alles richtig für Gott zu machen, das meine ich. Genau. Jesus hat gesagt, lieb den Herr, dein Gott, ganzem Verstand, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Give it your best shot. Amen. Das ist, du hast dann auch, ich habe das so gut gefunden, Denkfehler vom Teufel. Ist es erwähnt. Wir schauen gerade das Video schnell an. Er kennt ein Geheimnis, von dem der Drache nicht weiss. Also Jesus. Dass du dir nicht selber nehmen kannst, was du empfangen musst. Dass du dir nicht selber nehmen kannst, was du empfangen musst. Genau, also der Teufel hat einen Denkfehler gemacht und kennt eben das Geheimnis nicht. Und wie hat jetzt das Jesus, also, oder kannst du es vielleicht für die den Kontext nicht haben, noch mal kurz erklären, was ist wie das Jesus anders gelebt hat als der Teufel? Ja, ich glaube, eben der Denkfehler ist vom Teufel, sein Ziel ist, er will sein wie Gott. Er will sein wie Gott und er denkt, wenn er jetzt in diesem Beispiel, wenn er alle Anbetung bekommt, dann ist er endlich wie Gott. Weil das ist, was Gott ausgemacht hat für ihn. Dass er alle Anbetung bekommen hat. Alles Lob und alle Aufmerksamkeit ist für Gott gewesen. Und wenn er es hat, dann ist er wie Gott. Und das stimmt nicht.
Der Drache bleibt der Drache und Gott bleibt Gott. Furzpiep, egal wem, wie viel, wie hingehen, worshipen oder arbeiten, sich niederwerfen davor. Das ändert nichts an ihnen zwei. Und Jesus ist dem diametral entgegengestanden. Er hat komplett das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, wer sein Leben will gewinnen, versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen in die Ewigkeit über. Und wer sich selber erhöht, der wird erniedrigt werden. Hat der Teufel besser zugelassen. Und wer sich selber erniedrigt, der wird am Schluss erhöht werden. Und dort tut sich wirklich der riesige Graben auf. Zwischen dem Weg vom Tier und vom Drachen und zwischen dem Weg vom Lamm und Gott. Vielleicht kann ich noch ein bisschen weiter, weil das sehen wir in der Bibel von Anfang an. Ich habe das heute Morgen in der Predigt gesagt. Und das erste Wesen, das sich in der Bibel an den Boden knüllt, ist Gott selber, der in die Erde langt und sich die Hände dreckig macht und etwas formt. Und er knäult vor dem Ding und dann macht das, wie ich es gezeigt habe, tut er seinen Kopf, bückt er zur Erde und er küsst den Adam wach. Und dann schaut er ihn an und er sagt, wow, du bist sehr gut. Du bist wie ich. Du bist würdig. Dir vertraue ich die ganze Schöpfung hier, das alles, das vertraue ich dir an. Und Jesus zeigt genau das Gleiche. Er hat gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zum Dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und beim letzten Abendmahl dann knüllt er sich an vor seine Jünger und er wäscht ihnen die Füße. Und der Petrus, der ist mir sehr sympathisch dort, der lässt das nicht zu. Er versteht sofort, was das geht gegen jedes Gottesbild, das wir eigentlich haben. Oder? Das geht nicht, dass Gott vor uns auf die Knie geht. Er sagt, nicht bei mir. Jesus, ich lasse nicht zu. Und Jesus ist Vater gerade zu ihm. Ich muss dir dienen. Sonst hast du keinen Anteil an mir. Wenn du mich nicht dir dienen lässt, dann hast du keinen Anteil an mir. Und auch dort ist mir der Petrus dann wieder sympathisch, weil er sagt, dann nicht nur die Füße, sondern gerade der Kopf und alles andere auch noch. Jesus hat es fast verstanden. Wie dient dir Jesus heute konkret? Ja. Der Petrus ist mir sympathisch, weil ich mich so gut mit ihm identifizieren kann. Das braucht schon, also du musst alle Stolz und alle Selbstgerechtigkeit und all das Zeugs auf die Seite räumen, um dir Gott dienen zu lassen. Und ich glaube, Jesus dient mir dort, wo ich es zulasse. Wo auch immer ich es zulasse. Du hast heute Morgen auch so ein gutes Bild gebracht. Das führt uns zum letzten Video. Wir springen eins überspringen. Und Jesus möchte dein Leben schenken. Aber der Weg zu diesem Leben führt so durchs Tal vom Loslassen und vom Anknüllen. Es gibt am Ende der Offenbarung die Stelle, wo der Fluss von Gott beschrieben wird, wo das Wasser vom Leben durchfließt. Und es erfolgt die Aufforderung, wer Durst hat, der soll kommen. Und wer will, der soll trinken und nehmen vom Wasser vom Leben. Gratis. Aber hast du schon mal probiert, im Stehen aus einem Fluss zu trinken? It's not happening. Wenn du es willst, dann machst du das. So ein gutes Bild. Mega gut. Ja, mir hilft das voll, weil um das geht es ist gratis, was wir kriegen können und sollen kriegen. Und das ist ja eben, das ist
Das ist für uns. Aber weil es gratis ist, heisst nicht, dass wir es automatisch kriegen. Es geht darum, dass wir uns eben in die Position gehen, auf die Knie runtergehen. Wenn wir von dem Wasser trinken wollen, müssen wir auf die Knie gehen, uns ergeben. Also ja, genau, mir hat das Bild sehr geholfen. Und das ist auch das, was du vorher gesagt hast, oder wahrscheinlich gemeint hast, oder? Mit «Ich lasse einfach zu». Der Weg von dich demütigen und auf die Knie gehen, auf das zum Wasser runtergehen, um dann das zu empfangen, wo Jesus dir geben möchte. Das Geheimnis eigentlich so wie Gott ist der anbetende, sich hingebende Gott und bekundet dann von dem die Liebe zurück und das Gleiche mit ihm. Ja. Ja, das ist eins der grossen Geheimnisse, wo Jesus immer wieder darüber redet. Das Vertrauen, dass Gott seinen Teil auch macht. Wo Jesus gestorben ist, dort ist er hat nichts mehr gehabt. Er hat sich nicht selber auferweckt. Er hat sich in das grösste Loch begeben. Und der Heilige Geist hat ihn auferweckt. Und er musste vertrauen, dass das passiert. Und es ist das. Es gibt so viele Bilder für das, oder? Das ist das Erniedrigen, wo du denkst so, ich mache jetzt das. Aber das Erhöhen noch und Begegnen, das kommt allein von Gott. Und es ist auf eine Art ein Vertrauensschritt, auch wenn Jesus so viel Vorausarbeit eigentlich schon geleistet hat und sagt, ich werde im Fall da sein, ich werde das machen. So, es bleibt ein Vertrauensschritt und es ist das Bild von mit voller Hand kannst du nicht empfangen, du musst das loslassen. Du kannst empfangen, nur wenn du dich fallen lässt. Du kannst gefangen, kannst gehalten sein. Solange du dich selber festhältst, kann dir nicht jemand anderes zeigen, dass er dich hat. Es gibt so viele Bilder für irgendwie die Wahrheit, wo wie ein Stück der Stoff ist, aus dem die Welt gemacht ist. Wo Jesus selber demonstriert hat. Ja. Und was denkst du, was macht uns so? Und du hast das auch erwähnt heute Morgen, dass du trotzdem, oder? Du weißt das alles, du hast es auch schon erlebt und hast trotzdem manchmal Angst, genau das zu machen und dich hinzugeben. Hast du eine Idee, von wo die Angst kommt? Von wo die Angst kommt? Ja, oder warum haben wir Menschen das? Ich glaube, auf der einen Seite, also ich habe es heute Morgen gesagt, wir sind alles Verletzte. Wir sind alle verwundet irgendwo vom Leben. Wir leben das Leben ist gefährlich. Ich sage es mal so, das Leben an sich ist einfach schon gefährlich. Und es endet mit deinem Tod sowieso. Es ist unausweichlich, dass du verletzt wirst, dass du Schaden nimmst, ein Stück weit an der Welt, am Leben selber. So. Und das ist das, wie wir mit dem umgehen. Das ist dann sehr oft halt, dass wir uns schützen vor weiteren solchen Erlebnissen. Dass wir verletzt worden sind, zeigt, dass wir mal vertraut haben oder dass wir mal an das geglaubt haben oder so, an die Tendenz, oder dass die irgendwie in uns eigentlich vorhanden ist. Aber die ist enttäuscht worden, die ist verletzt worden und es ist kein Wunder, weil der Drache ist immer noch ein Stück weit das, was dir jeden Tag um die Ohren fliegt, wenn du in der Welt unterwegs bist. Und die ganze Welt redet dir ein Stück weit, also, geil, ich bin plakativ, aber so, dass es nicht so ist. Wenn du dich fallen lässt, ist niemand dort, um dich zu fangen. Wenn du loslässt, dann hast du nichts mehr. Wenn du am Boden gehst, wirst du runtergetrampelt. Wenn du runterknüllst. Gnadenlos. Und Jesus steht dem eben entgegen. Immer und immer wieder. Und er hat selber gezeigt, wie der Weg funktioniert und dass der da ist. Aber es hat auch ihn gekostet. Und also, er hat Blut und Wasser geschwitzt. Das ist nicht easy gesehen. Er war 40 Tage in der Wüste gesehen. Es ist nicht easy gesehen. Für Jesus und es ist auch für uns nicht easy. Aber
Jesus lockt uns in das Abenteuer hinein, in das Leben vom Entdecken, wie viel er für uns kann sein und tun, hier auf dieser Welt, in unserem Leben. Ja. Magst du das gerade nochmal erzählen von heute Morgen? Ja. Du hast nämlich das selber auch erlebt, oder? Wie du an diesem Punkt warst und dann... Ja, gesehen bin. Oder immer wieder bist und dann Jesus bist immer wieder bist immer wieder dort, ja. Entschuldigung, schnell, darf ich? Logo. Die Person, die jetzt gefragt hat, das ist auch die meist abgevotete Frage. Ich sehe den Sinn nicht dahinter, warum wir singen im Gottesdienst. Und ja, genau. Ohne, dass ich dich das jetzt direkt frage, ich glaube, das, was du erzählen wirst, das tut die Frage mega gut beantworten. Also los gut zu, und wenn du dich das selber schon gefragt hast, wieso wir singen, ist das der einzige Weg. Genau, das könnte für dich sein. Ja. So, die Spannung zwischen Wissen, das ist der Weg zum Leben und ich will das, und am Loslassen und dem dann wirklich Vertrauen oder so mehr. Ich würde sagen, für mich ist es eben so, wirklich einfach mir Gott ganz zu übergeben und sagen, doch, du kannst mich ganz haben. Die Spannung ist irgendwie so eklatant, einfach gestiegen in den letzten Jahren in meinem Leben. Ich spüre das Bedürfnis in mir und der Wunsch, das Ja zu geben, Gott zu geben und nie mehr zurück. Du schaust nie mehr zurück, du entscheidest, und das ist, wenn sich die Frage nochmal stellt im Leben, so, oh, das habe ich im Fall dort 2000 und sowieso entschieden, ich muss gar nicht nachdenken. Und gleichzeitig eben, dass du die Wunden mit dir noch umdrehst, dass Sachen noch nicht heil sind in deinem Leben, dass immer wieder Neues dazukommt in diesem Leben. Das zu balancieren und im Angesicht von all dem, das Ja zu sehen, die Spannung und das Loslassen. Das hat, glaube ich, so vor 2,5 Jahren oder so dann mal so einen richtigen Höhepunkt erreicht bei mir, was mich fast verrissen hat. Ich push für mich für diesen Ort, ich will aus dem Ort heraus leben, wo ich Jesus höre. Und gleichzeitig merke ich, dass so eine hohe, dicke Mauer noch in mir ist, was sich dem entgegenstellt und es mir immer wieder Überwindung kostet. Und dann ist der Moment gekommen, ich bin dort an einem Seminar gesehen und am letzten oben haben sie so einen Postenlauf vorbereitet, den wir dann machen konnten. Wir haben gestartet, so um ein Kreuz versammelt, und nachher ist so die typischen charismatischen Posten durchgekommen. So. Füße waschen lassen und Banner schwingen und die Salbe lassen mit Öl, und wahrscheinlich hast du noch irgendwo Zettel an ein Kreuz nageln oder so. Oder, so die Sachen, die wir kennen und irgendwie, die wir wahrscheinlich auch schon erlebt haben. Und wo wir auch schon erlebt haben, und es ist nichts passiert. Oder nicht spürbar in diesem Moment auf jeden Fall. Und so bin ich dort gesessen, dann vor einem Kreuz sitzen geblieben, die anderen haben sich angefangen zu verteilen bei diesen Posten. Und ich bin einfach zu Jesus gekommen mit meiner Last. Ich habe gesagt, Jesus, ich will das. Ich will das Wasser vom Leben und ich will knäulen für das. Aber ich habe irgendwie Angst, was ich verliere, was es mir kostet oder was du mir nimmst. Weil ich habe irgendwie so ein Gottesbild in einer Ecke von mir, wo ich Angst habe, dass er mir alles, was ich ihm gebe, nimmt. Oder testet. Einfach, wir testen dann. Habe ich schon viel gehört. Wow. Bet nicht, Gott kannst alles haben, wenn du nicht wirklich parat bist, weil er testet dich dann. So quasi, okay, ich kann alles haben, dann nehme ich mal alles und schauen wir nochmal, ob du es wirklich so gemeint hast. Und das ist irgendwie so das, wo mir Überwindung kostet dort. Auf jeden Fall. Dann sitze ich bei diesem Kreuz und ich rede das mit Jesus
Und ich öffne mich einfach für was auch immer passieren mag. So, ich habe einfach diesen Moment mit Jesus. Wobei ich nicht merke, dass er irgendwie besonders da ist oder so. Aber dann habe ich einfach so ein bisschen das Gefühl oder so ein bisschen einfach einen Anfang. Ich denke so, ich gehe mir gut die Füße, ich gehe zu dem Posten, wo man sich die Füße waschen lassen kann. Und wenn ich dort sitze und meine Schuhe abziehe und meine Socken und der Mann sich anknäult, um mir die Füße zu waschen, höre ich ganz leislich die Stimme von Jesus. Und er fragt, darf ich dir die Füße waschen, Micha? Darf ich dir dienen? Darf ich gut sein zu dir? Darf ich dich verwöhnen? Darf ich dir alles geben, was dein Herz begehrt? Darf ich besser sein, als du dir vorstellen kannst überhaupt? Und mehr für dich tun, als du bitten könntest oder dir ausdenken könntest? Kannst du das zulassen, dass ich gut bin? Und ich bin so in der Mitte von meinem Herz getroffen gewesen. Weil Jesus so die Angst in mir komplett entwaffnet hat. Und ich meine, die erste Frage ist schon zu viel, oder? Dass der Gott vom Universum um deine Erlaubnis fragt, dir die Füße zu waschen. Als Zeichen vom Dienen und irgendwie der Ehrerbietung, dass du da Wert hast für ihn. Und man sagt undone im Englischen. Ich habe so brillen. Aber ich habe gewusst, wir sind noch nicht fertig. Jesus ist noch nicht fertig. Und die Füße sind gewaschen gesehen und ich habe meine Schuhe wieder angezogen. Ich habe gewusst, es geht weiter. Und ich muss zum Abendmahl. Ich habe so zittert vor dem Wein und vor dem Brot, wo Jesus weitergeredet hat. Darf ich leiden für dich? Darf ich ausgepeitscht werden? Verspottet? Darf ich mein Blut vergießen für dich? Darf ich meine Liebe hingeben, mein Leben lassen für dich? Da gibt es nichts mehr, was du kannst sagen angesichts von diesem Gott. Hoffentlich ausser ja. Und nachgeben. Es war nicht mehr ein Gehen von mir, dass ich etwas ihm geben musste, sondern ein Nachgeben, seiner Liebe. Nachgeben, wo mehr will, wo mir ganz will. Und mir alles schenken will. Und wenn wir zu dem Ja sagen können, zu dieser Liebe, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück nachher. Dann steigt Worship in uns auf. Und dann stimmen wir ein mit den Engeln und mit den Ältesten und mit den Erlösten im Himmel, nicht weil wir mühen, sondern weil wir ihn sehen, gehört
und am eigenen Leben erlebt haben. Wie die Liebe durchgedrungen ist zu uns und unser Leben erobert hat. Das ist der Weg vom Lamm. Der Weg vom Drachen ist, die Anbetung bei Todesstrafe einzufordern. Aber der Weg vom Lamm ist, sich zuerst selber hinzugeben. Und ich lade dich ein, jetzt, wenn wir zurückgehen in den musikalischen Worship-Teil. Dein Herz aufzumachen und Jesus zu bringen, was dort ist. Bei mir ist das gesehen, die Angst vor einem Gott, wo mir alles nimmt, was ich ihm gebe. Mein Vertrauen hat dort gelitten. Vielleicht ist es bei dir, dass du das Gefühl hast, du hast etwas so Schlimmes gemacht oder du bist so nicht wert, du kannst das nicht annehmen. Bring das zu Jesus. Sag ihm das. Vielleicht hast du das Gefühl, ja, du wirst nie so etwas erleben. Wahrscheinlich, das ist so für ein paar spezielle Leute. Bring ihm das und sag ihm das. Vielleicht hast du Jesus auch noch nie erlebt und denkst, du wirst es vielleicht auch nie. Bring ihm das. Heute am Abend. Und mach dein Herz einfach auf, so wie ich. Vielleicht bist du schon 100 Mal in so einem Gottesdienst gesessen. Wie ich schon 100 so Postenläufe gemacht habe. Aber du weißt nie, was passiert, wenn du dich öffnest. Du weißt nicht, was passiert, wenn du vertraust. Im Vertrauen einen Schritt gehst. Plötzlich taucht Jesus auf. Genau. Hey, und dann, wenn Jesus durchdringt, seine Liebe dich erfasst und vielleicht mal alle erfasst. Wenn wir Ja sagen zu dem, wenn du kannst Ja sagen zu den Fragen, die Jesus dir vielleicht stellt, nachher heute oben, dann singen wir mit diesen 4 Versen, mit diesen 24 Ältesten. Würdig bist du, Lamm, das geschlachtet worden ist. Du hast mich erkauft. Und Menschen aus allen Sprachen und aus allen Nationen, von jedem Ort, jedem Volk, und du hast sie gemacht zu einer Priesterschaft und zu Königen, und sie werden herrschen auf Erde. Würdig bist du, zu empfangen Macht und Reichtum, Weisheit, Kraft, Ehre und Preis in Ewigkeit. Halleluja.